Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode vorgestern sind wir jo ins Koma gekippt. Wir wissen, wie man Gemüsepfannen macht, alles schön gut. Und morgen wird's klar und so nicht. Ja, da sind wir ins Koma gefallen vor lauter Gut. Und tja, wenigstens auf dem Hof, das heißt, wir sind nicht beim Arzt gelandet und mussten keine Arztkosten zahlen. Also wenigstens das ist uns erspart geblieben. So, dann wird jetzt Eisen verhüttet. Und als nächstes wieder verfeinertes Quarz. Lieber Herr Ackermann, letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäter-Team wurde losgeschickt, um sie sicher heimzubringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden 1000 Gold für den Service in Rechnung gestellt. Morris, Repräsentant der Joja-Kundenzufriedenheit. Arschloch. Ich bin hier in Ohnmacht gekippt, du saudummer Hund. Ah, Mann. Na egal, 1000 Gold ist noch verkraftbar. Wir haben ja derzeit genug. Und ich wollte sowieso noch ein bisschen Holz knacken heute. Ah, unser unser Erna ist endlich erwachsen. Sehr schön. Okay, ach du liebe Zeit, was geht denn hier alles ab? Sie hat der Endeffett dahinter lost. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das heißt, heute haben wir definitiv viel zu tun. Ich glaube, die Endeffetter brauchen wir sogar fürs Färbemittel. Euch habe ich schon alle gestreichelt, soweit ich weiß. Ja, Traudel, dir geht's gut. Gudrun, dir geht's gut. Sogar besser als der andere. Die Erna, der geht's nicht so toll, aber sie hat immer hier Endeffetter fallen lassen. Die sind selten, die Dinger. Ja, ihr werden gleich gemolken, keine Angst. Erst du, dann du Zitterkuh. So. Alles klar. Dann wird erstmal Käse gemacht. Dann holen wir noch Eier. Und dann schauen wir mal. Genau, du kriegst noch was. Wasser, genau. So, da gucken wir auch noch rein. Aber heute müssen wir auf jeden Fall... Ah, geil, Granatapfel. Perfekt. Das Schicksal ist uns wohl offensichtlich gewogen. So, den knacke ich jetzt auch noch. Ist mir gerade egal, wie viel Energie das kostet. Die Holzstückler brauchen wir nämlich. So, die Brombeere zwirbel ich mal gleich hier rein vor Ort. Ja, holen wir uns gleich mehrere. Zack. Wir bringen uns wieder auf Vordermann mit unserer eigenen Sache, die wir gesammelt haben. Und dann kann es losgehen. Okay, gut. Kann man gucken, das Schmelzofen ist noch nicht so weit, deswegen... Ah, doch. Natürlich ist er soweit. Gut, als nächstes kommt hier der Quarz rein. So, rein mit dir. Damit wir gleich hier immer was haben. So, damit Vieh wieder aufs Feld geht, machen wir das so. Gott, unser Erna ist ja jetzt erwachsen. Endlich, endlich, endlich. Freue ich mich tierisch drauf, weil Entefeder ist seltener als Entenei. Und das brauchen wir auch für die Sammlung. Und ein Ente-Ei werden wir sowieso auch noch kriegen, denke ich. So, dann schauen wir mal, dass wir das noch weiter kriegen. Und hier war der Sprinkler auch schon aktiv, sehe ich. Gefällt mir. Gut. Morgen hat Jody dann Geburtstag, das darf ich dann auch nicht vergessen. Und, den Ende. Wohlstandstroppe kriegen wir nicht nochmal rausgeschüttelt. So. Schnecke und was ist das hier? Na komm schon. Trau dich. Trau dich. Inventar voll. Ach so, ein Mist. Ja, kein Wunder, dass es sich nicht mehr traut. Okay. Was kann fort? Höhlenkarotten, die kommen wieder dort rein, wo sie hier gehören. Ne, Moment. Sorry, die gehören dort rein. Fledermauseflügel gehören dort rein, genauso wie Schleim. Und den behalten wir, genauso wie das verfeinerte Quarz, aber das Harz kann dort rein. Die brauchen wir sowieso alle. Rei kann das und ja, das schmeißen wir auch fort. Senfkohl kann Rei, Kiefernzapfen, komm, machen wir das mal auch rein. Und ansonsten, Schnecke, scheiß drauf. Fahrt mit. Und jetzt wissen wir aber, was es ist. Eine Strandschnecke. Gut, die Strandschnecke kann auch fort. Dann kommt als nächstes wieder Eisen.
So. Gut. Ach, yes, das du. Du, Traudel. So. Dann füllen wir nochmal auf. Und weiter geht's direkt mit hier, Sprinkler. Brauchen wir. Kommt als nächstes, ach, direkt Donewe hier. Ei hier wieder rein. Mann, ist das hier geschäftig heute. Milch, genau, da haben wir sie. Also reit Dode mit. Ich hätte die Dinger wirklich ein bisschen weiter noch hin versetzen sollen, merke ich so. Okay, dann, du kommst raus. Du kannst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann kannst du tatsächlich von dort aus wachen. Und da kommt jetzt erstmal die Sprinklerei. So. Genau so machen wir das. Dann haben wir die Felder jetzt wenigstens mit dem Sprinkler alle versehen. Und wir müssen noch mindestens einer Hersteller. Eigentlich wären 3 besser. Das heißt, immer mal wieder in die Mine gehen, mal ein bisschen Gold abstauben. Dann schauen wir mal. Die Lore-Reparatur kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Das heißt, wir können dann ab morgige Tag fleißig abkürzen durch die Lore. Spart uns dann auch sehr viel Zeit. Ihr werdet es dann schon sehen. So, das letzte Mal, dass ich hier wirklich den Wirbel machen muss. Ja, natürlich, der letzte. Der letzte natürlich. Das muss so sein. So. Und. Gut. Eisenbacher Hämmer wieder einer. Das heißt, als nächstes mache ich mal wieder Gold. So. Gut. Gut. Dann machen wir hier weiter. Kürbis ist auch bald soweit. Heidewitzka, also heute haben wir wirklich was vor. Am liebsten würde ich eigentlich die Stallerweiterung direkt machen. Sobald wir hier durch sind, mache ich als nächstes direkt die Stallerweiterung, sofern Robin im Hause ist. Wäre mir persönlich ganz recht. Weil dann muss ich ihr nicht ewig und 3 Tage hinterherrennen dafür. Und es steht sowieso der nächste Dorffest da. Das heißt, die Frau kann auch durcharbeiten. So. Gut. Alter Falter. Haben wir ordentlich was zu tun. Aber dass diese Joja-Kunden, beziehungsweise diese Joja-Mitarbeiter hier auf meinem Hof rumstreuen, um mir zugucken, wie ich vor meiner Haustür auf die Schnut fall und in Ohnmacht kipp, das gefällt mir überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt kein Fan von, muss ich sagen. Okay, wir haben noch ein Ei. Genau. So. Das heißt, Mayo wird auf jeden Fall nochmal weiter produziert. Und das kommt wieder da hoch, wo es hingehört. Der Käse können wir später Eis sammeln, ist kein Thema. Genau, das Feld haben wir jetzt abgeschlossen. Dann geht's hier weiter. Und als nächstes direkt weiter zu Robin. So. Hoffen wir mal, dass unsere Energie noch reicht. Ne, ich muss was anderes wieder nehmen. Das wird uns nämlich nicht ausreichen. So. Das heißt, ich muss nochmal einen Mais knuspern. Auch wenn es ein Goldmais ist, ist egal. Weiter geht's. So. Die sind 8 bald reif. Lassen sich aber auch ganz schön Zeit irgendwie. Die sehen sehr lang so aus, als wären sie bald reif. Ach, scheiße. So. Nee, wisst was. Ich muss jetzt los, bevor Robin dicht macht. Das ist nicht gut sonst. Ich möchte jetzt nicht unnötig lang warten. Beziehungsweise eventuell auch noch die ganze Sache verpasse. Ich habe mein Zeug mit dabei. Und habe mein Geld im Sack. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall hier rein. Und hoffe, dass ich das jetzt alles parat habe. Sie ist da. Ich mache einen netten Spaziergang auf jeden Fall. Stall. Ich will aber
Hier, großer Stall will ich aber. Luxushinkelstall brauche ich noch mehr Kohle, 500 Holz und 200 Stein. Aber ich will hier den große Stall haben. Genau das will ich haben. Da kriege ich dann nämlich Ziege damit. So, genau der. Sehr schön. Gut, dann können wir später noch zum Gemeindezentrum, um da nochmal das Zeug zu machen. Aber das war mir jetzt persönlich wichtig, damit wir dort mit unser Geld jetzt auch hin, also ausgeben hin. Wir haben trotzdem noch fast, wir haben noch 4.500 Gold im Sack. Das ist schon mal gut. Und da können wir uns jetzt in aller Ruhe um den Rest vom Hof hier noch kümmern. So, aber Hauptsache das Ding wird gebaut. Ist meiner Meinung nach schon etwas wichtiger gewesen jetzt. So. Weil bevor die Frau irgendwie um 16 Uhr oder 16:30 Uhr oder 17 Uhr dicht macht und ich dann hier noch doof im Hof rumkasper, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Alle hopp. Also heute wirklich sehr enger Zeitplan, wie ich sehe. Das ist die Mayo wieder, die gut ist. Perfekt. Gut, was kann dann alles fort? Der Käse kann weg, die Mayo kann weg. Zum Clint kommen wir heute nimmer, Fahrzeug aufzubrechen. Aber die Brombeere können theoretisch auch fort. Aller hopp. Da haben wir noch einen Senfkohl raus. Das heißt, Annie von der Kürbissaat kann da wieder rein. So, das wieder da hier. Das wieder auffüllen. Goldbarre ist auch wieder gut. Sehr schön. Bis der nächste gut ist, könnte es sein... Geh fort, Raudel. So, könnte es sein, dass ich dann wieder zurückkomme und der Goldbarre dann wieder gut ist. So rum. Okay. Heidewitzka, also heute ist wirklich ein Tag, der fliegt ohne Ende, als wäre die Zeit doppelt so schnell auf einmal. So, zum Strand wollte ich jetzt aber auch nochmal gehen. Ja, je mehr Zeug man hat, desto hektischer wird das Ganze. Mani ist hier. Bäuermeister, Shorts und auf zum Grund habe ich nur noch als Quests. Okay. Ja, jetzt latscht er hier rum in aller Herrgottsfrüh. Quatsch, in aller Herrgottsfrüh. In aller Seeleruhe natürlich. Als hätte er sich nicht vom Geschenk drücken wolle hier, der Knabe. Na gut. Dann muss das halt als mal so sein. Zack. Und peng. So. Das Zeug können wir wenigstens auch noch gut verticken. Und Köder ist auch nicht verkehrt. Die Falle, die Krabbereuse habe ich ja da aufgestellt beim Willi. Genau. Naja, ein paar Muscheln sind wir in die Fallgange. So. Das kann auch hier rein. Und ich glaube, da steht der gute Willi davor. Nee. Da steht ja jetzt volle Wumme davor. Da komme ich nicht mit dran. Egal. So, ich habe aber auch noch was zu tun. Heidewitzka, ich habe echt was zu tun hier, merke ich. So, die Dinger hole ich mir jetzt auch noch. Die Brombeere vom Bäuermeister geklaut. Und ansonsten habe ich noch jede Menge Zeug hier rein zu lecker. Gewitter erleid. Wir waren verflixt produktiv, muss ich sagen. Und es könnte wirklich noch gut ausgehen, die Geschichte mit dem Gemeindezentrum, dass wir wirklich noch dass wir wirklich noch das Gewächshaus kriegen für den Winter. Das könnte tatsächlich gut gehen hier alles. Okay, das kommt erstmal hier rein. Das gefürchtete Bündel Handwerker ist jetzt erstmal vom Tisch. Und wir kriegen dafür noch ein Fass. Das finde ich auch sehr gut. Nutzpflanze müssen wir noch warten, bis die Zwittinger gut sind. Und ansonsten Bündel Tier. Entenei kriegen wir noch hier und die Ziegemilch könnten wir auch noch hier kriegen. Da die Zeit ein bisschen gedrückt hat und gedrängt hat, musste ich jetzt auch den Stall schnell machen, damit wir noch eine Ziege kriegen, die noch schnell genug gut Stroh ist, damit sie uns große Ziegemilch gibt. Okay, die Entefeder wollte ich noch abgeben. Ente-Ei wird ja demnächst dann produziert. So, das gehört, glaube ich, zu Färbemittel. Genau. Da gehört das mit dazu. Rotkohl können wir erst im 2. Jahr haben. Rote Pilz. Ah, Sonnenblume. Sollten wir uns auch mal merken.
Da brauchen wir dann auch nochmal irgendwann einen Granatapfel dafür, ein Woi und eine Hasepfot. Okay. Koch, Trüffel kriegen wir erstmal mal Wutze hin, Spiegelei erstmal mal Küche hin. Und das, ach, erstmal mal Küche hin. Okay. Alter Falter. Alter Falter. Da brauchen wir wirklich den ganze Aufnahmetag heute, die ganze 2 In-Time-Tage, damit ich mit dem ganzen Kruscht überhaupt hinterherkomme. Ungeheuerlich, oder? So, ah nee, Quatsch. Ackermann. Ich guck noch hier auf mein Gold so schön und hab total verdummbeitelt hier das Ding freizugeben. Das ist nämlich das Wichtigste. Da kriegt man nämlich vom Moje endlich die Lore-Reparatur. Da müssen wir uns nimmer so dummle irgendwo hinzukommen. Dann kriegen wir alles schnell und gemütlich hier. So, Bündel Schmied, genau. Bündel completed. Sehr schön, was gibt's denn als Belohnung dafür? Einen Schmelzofen, yay! Und außerdem passiert hier gar Wunderliches. Wir sind die Junimos, Hüter vom Wald. Und sie hätten unseren Keller schä gemacht. Mindestens. Das dürfte jetzt auch der erste Stern sein, der hier freigeschaltet wird. Da kommt er schon arg gewichtelt, der Kaiser Wichtolosaurus. Und er bringt das Ding hier rein. Und bringt einen Stern raus. Da werden wir dann zum 6-Sterne-Ackermann, wenn wir das richtig hinkriegen. Yay! Unser erster Raum ist komplett. Der folgt mir jetzt auch so ein bisschen. Aber ich gehe jetzt auch hier wieder raus. So, das heißt, die Yuminos machen sich heute Abend in der Nacht dran, die Lore zu reparieren. Und dann können wir sehr schön abkürzen. Müssen wir nicht ständig zu der Mine persönlich hilatschen, sondern können wir die Lore endlich benutzen. Perfekt. So. Okay, das kocht noch kräftig hier. Da haben wir wieder Blaubeergelee. Perfekt. Das ist doch super Timing, oder? So, dann machen wir das hier so und so. Und damit wir morgen das Ganze fix hinkriegen, machen wir hier gleich mal das rein. Und so, Eisenbarre brauchen wir Enna auf jeden Fall. Hier kommt der ganze Quatsch rein. Da machen wir noch ein Fessel hier. Das gehört auf jeden Fall dort hier. Ohne Momento. Das machen wir dann einfach mal da hier, das Fessel. Damit das noch was wird, brauchen wir da auch noch ein Bierler. So. Und vermäuer richten wir schon mal das Ding her. Weil wenn der fertig ist mit seiner Produktion, schmeißen wir mal die ganze Öfe hier. Können die schön nebeneinander, die Öfe. Und Moment, ich habe da noch ein bisschen was übrig. Da kommt verfeinertes Quarz und da haben wir gleich mal hier. Kann der gleich mal über Nacht schaffen. Okay, jetzt aber wirklich rucki zucki ab in die Fall, sobald ich mein Zeug hier reingeleckt habe. Und Diamant brauche ich vermäuer. Nee, das brauche ich nicht. Aber das und das kommt wieder rein. Der Lehm kommt auch rein. Und das kommt rein. Da müssen wir ein bisschen Mäuer warten. Die Brombeere können wir auch reinschmeißen. Dann können wir hier auf jeden Fall unseren Golderz schon wieder reinmachen. Unser Eisenerz bleibt, wo es ist. Genauso wie unseren Quarz. Wir können mal ein paar Sachen hier rein. Und die Kürbissaat ist Mäuer dran. Das Gedöns, das warten wir mal ab, wo es hier gehört. Und hier kommt das Gelee erstmal da rein. So, und jetzt nix wie ab in die Fall. Weil Mäuer hat schon die Geburtstag, ne? Genau. Alle hopp. Boah. Geschäftig wie Zau. Genauso wie die Yumino auch geschäftig wie Zau sind. Die sind nämlich dabei, unser Lore zu reparieren. Ah, geil. Jetzt kann ich endlich abkürzen. Endlich. So. Gut, ein paar kleine Einnahmen gibt es noch. 2630. Das ist besser als in die Hose geschissen. Und dann kann es losgehen. So, genau. Und für die Episode Übermäuer hat dann Abigail endlich Geburtstag. Fischfokus Lachs. Okay, in der Flüsse kann ich dann Lachs angeln. Für Mäuer wird es den ganzen Tag Regen geben. Okay.
Kann ich auch mitleben. Da holen wir uns noch einen Hopfer. Der kommt hier hoch. Das Bierle kann ich gleich mal verkaufen. Hier haben wir noch verfeinertes Quarz, also nichts wie ab in die Produktion hier. Uno momento. Das holen wir uns auch gleich einmal und pflanzen den dann nämlich dort ein. So. So, ihr liebe Leute, jetzt haben die alle hier Sprinkleranlage. Und hier haben wir aber auch noch einer. Das heißt, der Kamerad kommt auf jeden Fall dort hier. Und jetzt ist wieder Erntezeit. So. Aber erstmal hier die Krabberäuser von ihrer schweren Last befreien. Das Zeug kann dann wieder rein. Und die CD heben wir auf. Ich hab jetzt die ganze Tage vergessen, hier mal den Stall zuzumachen. Das wird nämlich langsam echt etwas ätzend. Und du noch. So. Dann hier. Dann kruscht noch rein. Die legen nur alle 2 Tage was. Entweder Enteeier oder sie legen Entefedern ab. Oh. Oh. Da wird es aber gefährlich allmählich. Da machen wir schon mal rein, dass die armen Tiere verärgert sind, weil sie nichts zu fressen kriegen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir euch melken können. Ah, ihr seid gut drauf. Das freut mich. So, da kommt hier was rein. Und hier gehen wir nochmal rein, weil da hat sich noch eine Reihe verdrückt. Robin ist wieder kräftig am Schaffen. Deswegen kriegt sie auch mal einen Quarz geschenkt. So, bitteschön. Gut, schnell, dass uns unsere arme Tiere verhungern. So, dann schlagen wir mit der Spitzhacke erstmal das hier raus. Ein Schmelzofen. Leverwasch, du bist nicht vergessen. Und der Schmelzofen kommt jetzt mal dort hier. Damit wir hier in aller Ruhe zusammen produzieren können. Und zwar ist verfeinertes Quarz an der Reihe. Nix drin in der Höhle. Alle hopp. Alle hopp. Dann geht's weiter. Immer schön weiter gießen. Und sobald man da wieder unseren Kruscht hin. Goldbarre haben wir schon parat. Sobald wir unseren Kruscht hin, machen wir dann den letzten Sprinkler. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Aber ich denke, das sollte auch da ohne kein Problem sein, dass man da anstelle von der Vogelscheuche den Sprinkler aufstellen können. Sollte eigentlich auch kein Thema sein. Ups. So. Gut. Sehr gut die Sache. Und für die 4 müsste noch lange. Und da wird wahrscheinlich wieder der Mitleidstropfer. Ja, die 2 Mitleidstropfer, die kommen nämlich raus. Aber egal. So, irgendwas ist fertiggestellt. Gucken wir gleich mal noch was. Wahrscheinlich hier unser, genau, unser 2 Sachen hier. Und als nächstes dann wieder Quarz und Eiser. Gut die Sache. Ja, das läuft doch alles wie geschmiert. Das läuft doch alles wie geschmiert, ihr liebe Leute. Die Süßkartoffelernte ist noch da. Das heißt, 24 Stück sollten auf jeden Fall noch nachgekauft werden. Weil die Dinger schon ein bisschen was brauchen. Hat 6 Krähe verjagt. Okay. Aubergine auf jeden Fall auch noch mit an Bord. Die Mayo ist gut. Heidewitzka, hab ich zu tun hier auf meinem Hof, oder? Hab ich hier was zu tun? Bin ich ein armer Kerl? Ich hab so viel erwert. So. Dann brauche ich auch noch die Milch. Die habe ich ja völlig vergessen. So. Bin ich ein armer Ackermann. Ich habe so viel zu tun. Mir tut schon der ganze Rücken weh vor lauter Schaffe. Ich armi Sau. So. Aber wenn die Ernte A springt, haben wir natürlich auch wieder sehr viel Kohle, die wir dann ausgeben können für gute Sache. Warte mal. So. Das ist auch schon bewässert, sehe ich. Spart uns Unmenge an Energie jetzt endlich. Das läuft doch alles wie geschmiert. So. Wir hätten natürlich auch viele kleine Felder anlegen können, damit wir das im 8er-Radius hier kriegen. Aber ich spare auf die große, tolle Iridium-Sprinkler.
Weil die werden sich dann so richtig lohnen. Alle hopp. So, wie sieht's da aber aus? Ja, habe ich doch gewusst, dass was kommt. Dann haben wir wieder unseren Kruscht eigentlich parat, ne? Dann haben wir unser ganzer Sprinkler eigentlich hergestellt, wie wir sie wollten. Und es kann weitergehen. So. Ihr seid noch bewässert. Bei euch kommt es erst morgen. Warte mal, wenn ich das hier mittig stelle, habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Die sind auf jeden Fall noch bewacht. 1, 2, 3, 4, 5. Die sind 8 bewacht. Aber da sieht es etwas schlecht aus. Also wenn ich die mittig hier stelle, das machen wir nämlich gleich. Quatsch, so rum. Wenn ich die mittig hier stelle, die Vogelscheuch, ist das kein Thema. Das kommt dann da hier. Und das hält sein wachsamer Adlerauge über mein ganzes Feld. Und dann brauche ich da noch einer und da vielleicht 2 Vogelscheuche noch. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, wie wir das hier kriegen. So. Erstmal hier mit dem Kram. Dann sammeln wir noch den Mais ab. Ja, das ist bisher die produktivste Jahreszeit, wie ich finde. Im Herbst habe ich auf jeden Fall echt viel zu tun. So. Das Ei kommt hier. Und nee, ich will es nicht essen. Ich will es doch reinmachen, wenn möglich. Dann will ich hier noch. Natürlich. Halte mal die Gaul an. Das ist gleich bestimmt. Ach, so gut. So weit, so gut. Genau. Und nein, ich mag sie nicht trinken. Ich mag sie doch Ei. Und jetzt gucken wir nochmal. Goldbarre dürften wir noch irgendwo im Sack haben. Beziehungsweise in der Truhe haben. Jawohl. Da können wir jetzt nämlich noch einen Sprinkler herstellen. Und wir brauchen noch... Wie viel brauchen wir dann für die Vogelscheuche zur Herstellung? 50 Holz. Das ist ja Wucher. Das ist ja richtig Wucher. Na egal. Schlagen wir auch noch. Wir schlagen dann noch ein bisschen Holz, wenn wir zurückkommen. Erstmal wird Jody gratuliert. Und die Geode werden noch aufgebrochen. So. Zuerst die Geode, dann Jody, dann ein Barm noch Fälle oder Paar. Und dann, ihr liebe Leid, dann ist es soweit, dann können wir hier noch eine Vogelscheuche herstellen. Da haben wir das nämlich abgesichert. Und wenn wir das alles haben wir hier unser ganzes Feld schon mal mit Sprinkler ausgestattet. Ein Hoch auf die Technik und auf die Revolution, auf die neumodische Revolution hier. Hier nochmal an der Wasserstelle vorbei, da kann man nämlich gleich die Gießkanne aufladen. So. Okay. Sprinkler kommt da hier. Wir wollen zur Jody. Das heißt, ich muss erstmal hier lang. Gewitter erleid. Es gäbe sonst nichts zu schaffen auf der Welt. Der Ackermann findet immer was. So. Allerhopp. Der Diamant haben wir natürlich im Sack. Nee, zum Clint kommen wir nicht mehr. Verflixt. Selbst wenn wir extrem schnell sind, das kriegen wir nicht mehr hier. Das kriegen wir nicht hier. Oh, Brombeer ist im Wasser gelandet. Ja gut, ich lasse mal also mal wirklich viel Zeit, muss ich. Oder merke ich. Aber das dauert jetzt wirklich auf dem Hof. Aber wenn wir jetzt Sprinkler haben, ist das schon mal riese Hilfe. Das ist er doch. So, für dich. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist ja so lieb von dir. Ich lieb's. So, jetzt sind wir schon mal gleich bei 3 Sterne. Perfekt. Wir müssen dann nur noch mal gucken, dass wir beim nächsten Spieltag übermorgen, dass wir da auf jeden Fall noch die Geode mal endlich aufbrechen, weil es sind verflixt viele Geode mittlerweile. Ah ne, wenn ich schon hier bin, wenn ich schon mal hier bin, kann ich genauso gut noch, hallo Haley, kann ich genauso gut noch mein Zeug abliefern. Und ich denke, es wird jetzt wirklich auf Abigail rauslaufen. Die allermeisten Leute haben gesagt, oder kein einzigster hat gesagt, nimm Haley. Deswegen, es wird auf Abigail hinauslaufen. Das wird dann meine Frau, das steht jetzt schon
Steht jetzt schon fest. So, normale Süßkartoffel haben wir hier noch. Ansonsten, was haben wir da noch alles dabei? Fahrzeug. Irrelevant. Alles irrelevant hier, das Zeug. Gut. Dann gehen wir wieder zurück und dann können wir nämlich auch ein paar Bämschlacher. Und dann beenden wir das jetzt mal. So. Dann beenden wir alle Sprinkleranlage. Und haben auch überall die Vogelscheiche. Sodele. Also Vogelscheich brauche ich einfach noch zur Absicherung von dem Gebiet. Und dann müsste die Geschichte eigentlich gut laufen. So. Ach, warum bin ich Depp eigentlich gelaufen? Ich kann jetzt die Lora benutzen. Zeige ich euch auch noch gleich. Moment. So, wir heben 5 gute auf. Und heben uns 5 Silber, oder heben uns 10 Silber noch auf. So. Dann kann das weg. Das kann alles fort. Kann alles fort, das Zeug. So, die heben wir noch auf. Der kommt wieder hoch. Die kommen dort rein. Mehr haben wir nämlich nicht mehr. Wir können nur noch Quarze machen. So, jetzt wird hier einmal endlich mal wieder hier zugemacht. 2 Eisenbarre, das habe ich mal gedacht. Und 2 Quarze werden noch gemacht. Außerdem werden noch ein paar Bämschlacher. So, da wird jetzt mal Zeit dafür. Bis wir wieder auf 50 Holz in etwa kommen. Aha, Ahornsirup. Ich glaube, darüber war auch noch was. Genau. Ein bisschen Kiefernteer. Kann ja nicht schade. Und rein damit. So. Das ist doch tippitoppi hier. Ihr versperrt mir die Sicht auf Großvaters Schrein. Also fort mit euch. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir dürften eigentlich jetzt schon genug haben, aber wenn wir schon dabei sind, dann mache ich jetzt auch nochmal hier Großvaters Schrein wieder sauber. So. Gut, gut, gut. Das heißt, wir dürften jetzt gleich soweit sein. Dann gehen wir unser Vogelscheuch machen. Bevor wir hier wieder die Tierinversion ist, ist es wirklich besser, mal dazu zu machen. Okay, wir brauchen Fasern, wir brauchen Kohle. Also, hier mit der Vogelscheich. Und runter mit uns. Jetzt sind alle Eventualitäten abgedeckt. Du kommst nämlich dann weg. So, Sprinkler hier. Vogelscheuch A dort hier. Und Vogelscheuch B kommt dort hier. Dann sind wir hier gegen alle Eventualitäten gerüstet. Perfekt. Super Sache, oder? Gut, das Zeug kommt wieder durch rein. Das Holz kann hier wieder rein. Eisenbarre kommt durch rein, genauso wie das Quarz. Die Fasern. Oh, dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Wisst was, dann bringen wir den ganzen Schampel mal weg. Fasern kommen auf jeden Fall durch rein. Und dann machen wir hier den Scheiß durch rein. Dann haben wir noch super Käse und Mayonnaise. Und, Moment mal. Ich glaube, genau, da war das. Ja, das sieht doch jetzt richtig gesittet aus. Für Abigails Geburtstag, falls man bis dorthin noch Gekürbisse hin. Okay, gut, wow. Verflixt nochmal. Wir haben alles in 2 Ingame-Tage hingekriegt. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, ich mache jetzt hier auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt, so Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo danach Abigails Geburtstag feiern wird. Also machen's gut und bis übermorgen. Für mich ist heute auch Sessionende, da habe ich 6 Episoden heute gepackt, worauf ich auch sehr stolz bin. Hofarbeit Stufe 10, ja geil. Handwerker, Handwerkswaren sind 40% mehr wert. Oder Landwirt, alle Pflanzen wachsen 10% schneller. Wisst was, jetzt machen wir mal Handwerker. 10% schneller wachsen ist so schön und gut, aber jetzt machen wir mal, dass das Zeug mehr wert ist, weil dann haben wir richtig fett Kohle. Wir gehen mal richtig auf die Geldbank und verdienen unser Kohle mal mit unserer Ware.
Also machen's gut, ihr liebe Leid, und bis übermorgen dann wieder zum Regenwetter. Und dann wird einen Tag später Abigails Geburtstag gefeiert. Ayan Yankee.